SRF Audio. Das ist Timmy, der Wal, der an der deutschen Ostseeküste gestrandet ist. Und gefühlt leidet gerade die halbe Welt mit diesem Wal. Es gibt Live-Ticker zum Wal. ReporterInnen sind vor Ort, Retter im Einsatz. Die Emotionen schlagen große Wellen. Es ist ein furchtbares Heulen, es ist ein richtiges Brummen, das geht durch Mark und Bein. Der gestrandete Wal von der Ostsee hat alles, was ein Drama braucht. Da hat man auch eine klare Rollenverteilung, der charismatische Wal als Protagonist und darum herum viele Heldinnen und Helden, die versuchen zu helfen, sagt der Philosoph. News Plus geht dieser Geschichte und den Emotionen dahinter auf den Grund. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. Immer wieder taucht dieser Wal auf. Einerseits an der deutschen Ostseeküste, dorthin hat sich der Wal bereits Anfang Monat verirrt. Erst soll er sich in einem Netz verfangen haben. Daraus ist er befreit worden. Seit einer Woche taucht der Wal aber auch medial überall und immer wieder auf. Die deutsche Bild hat dem Tier sogar einen Namen verpasst: Timmy. In Anspielung auf den Timmerndorfer Strand bei Lübeck, wo der Buckelwal zum ersten Mal gestrandet ist. Daraufhin gab es große Rettungsaktionen. Wasserschutzpolizei, Meeresbiologen, Tierschützerinnen, alle waren im Einsatz. Wir haben jetzt den Wal gesichtet, der ist also wirklich ein paar hundert Meter von hier entfernt. Und wir sind Teil von so einer Schlauchbootkette, die dafür Sorge tragen soll, dass der Wal nicht wieder ins Flachwasser schwimmt und wieder strandet, sagt der Umweltschützer von Greenpeace. Bagger haben eine Rinne für den Wal freigeschaufelt, damit er den Weg zurückfindet. Schiffe haben Wellen produziert, damit es den Buckelwal zurück in tiefere Gewässer schwappt. Zwischendurch hat's gut ausgesehen für den Wal. Der Wal ist frei. Das ist die Nachricht dieses Morgens. Gemeint ist natürlich der Buckelwal, der auf einer Sandbank vor dem Timmendorfer Strand festsaß. So hat's bei ZDF getönt. Free Timmy sozusagen. Aber der Buckelwal liegt wieder an der Küste auf. Das Tier ist nämlich bereits mehrfach gestrandet. Sein Zustand hat sich zuletzt deutlich verschlechtert. Experten sehen tatsächlich nur noch wenig Hoffnung. Eine neue Rettungsaktion soll es nicht geben und Einschläfern kommt für die Behörden auch nicht in Frage. Und es sieht je länger, desto schlechter aus für den Wal. Die Atemfrequenz ist deutlich reduziert. Das Tier zeigt keine Bewegung. Es ist auch auf näheres Anfahren hat es nicht reagiert, was es die ganze Woche in Niendorf doch immer wieder gezeigt hat, sagt die Tierärztin. Livestream, Live-Ticker, Dutzende ReporterInnen vor Ort. Der gestrandete Wal macht Schlagzeilen. Das Drama um Buckelwal Timmy geht weiter. Und wir wollen an die Ostsee blicken, wo das Drama leider weitergeht. Der gestrandete Buckelwal hält die Retter immer noch in Atem. Ich oute mich an dieser Stelle als großer Wal-Fan. Ich liebe Wale. Und trotzdem hat es mich erstaunt, wie und wie viel über diesen Wal berichtet wird. Was sagt das Schicksal dieses Tiers über uns Menschen aus? Um das herauszufinden, habe ich einen Philosophen angerufen, Nico Müller von der Uni Basel. Er ist auch Präsident der Tierschutzorganisation Animal Rights Switzerland. Nico Müller beschäftigt sich beruflich mit unserer Beziehung zu Tieren. Herr Müller, haben Sie das Schicksal des gestrandeten Buckelwals auch verfolgt? Ja, ich habe mir da die Medienberichterstattung auch etwas angesehen und finde das schon auch einen spannenden Fall. Warum ist das ein spannender Fall? Ja, der Fall zieht eine sehr große Aufmerksamkeit auf sich und ich glaube, das lässt sich nicht allein nur durch Mitgefühl erklären, denn es leiden ja jeden Tag auch ganz viele andere Tiere, ohne dass jemand darüber berichtet. Das heißt, es ist ein spannender Fall, weil hier jemand mal hinschaut. Wir leben in düsteren Zeiten, in Zeiten von Kriegen und Krisen. Und immer wenn ich persönlich denke, dass es nicht mehr schlimmer geht, tut sich irgendwo auf der Welt ein neuer Abgrund auf. Und gerade in diesen Zeiten bewegt das Schicksal eines gestrandeten Wals die Menschen. Können Sie mir erklären, warum?
Ja, ich denke, im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten, wo Tiere leiden, geht es hier um ein charismatisches, großes Wildtier. Das ist schon nur logistisch eindrücklich, wenn das so am Strand liegt und man sich die Frage stellen muss, wie man das irgendwie wieder ins Wasser kriegt. Da hat man auch eine klare Rollenverteilung, der charismatische Wal als Protagonist und darum herum viele Heldinnen und Helden, die versuchen zu helfen, zum Teil sogar noch kleine Seitendramen unter den verschiedenen Leuten, wenn sie sich nicht einig sind, wie man genau helfen soll. Da gibt es also ganz viel zu diskutieren, zu spekulieren, viele Fachleute zu interviewen. Das ist spannend. Dieser Wal, der gibt zu reden und zu berichten und löst viele Gefühle aus. Im Gegensatz dazu gibt es ganz alltägliche Geschichten, wo Tiere leiden. Darüber hören wir praktisch nie etwas, vielleicht weil es so oft passiert. Philosoph Nico Müller sagt es. Die Geschichte des gestrandeten Buckelwals hat alles, was ein Drama braucht. Entsprechend lesen sich auch manche Artikel. Erlöst Timmy endlich von seinem Leid, fordert die Deutsche Bild-Zeitung. Sie hat ihm auch den Namen Timmy gegeben. Aus einem Wal wird ein Individuum. Auch über die Nebenschauplätze wird prominent berichtet. Wer darf Timmy helfen, fragt die Bild. Die Walretter würden sich gegenseitig bekriegen. Auch unter den Baggerunternehmern gäbe es Streit. Es ist jetzt nicht das erste Tier, das ein Gesicht und einen Namen bekommt und somit auch eine eigene Geschichte. Vor ein paar Wochen hat ja die Geschichte des Babyaffen Punch für große Aufregung gesorgt, der von seiner Mutter verstoßen worden ist und dann einen Plüschaffen als Ersatz genommen hat. Was muss denn passieren, damit wir Tiere als Individuen wahrnehmen? Ich denke, hier gibt es nicht nur eine Geschichte über die menschliche Psychologie, sondern auch über das mediale Ökosystem, in dem wir uns befinden. Auch gerade was Walstrandungen betrifft, sehen wir ja alle paar Jahre wieder ähnliche Geschichten. 2023 ist zum Beispiel ein Orca in Belgien gestrandet, 2022 ein 15 Meter langer Finnwal in der Bretagne, 2021 auch ein Finnwal, diesmal 20 Meter lang in Nordfrankreich in Calais. Und auch das sind Fälle, die jedes Mal sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nur, dass uns diese Tiere leid tun können, ist hier nicht der entscheidende Faktor, sondern es scheinen Geschichten zu sein, die sich in unserem Medienökosystem gut durchsetzen können. Und dafür brauchen sie bestimmte Eigenschaften von Mediengeschichten. Eben klare ProtagonistInnen, klare Rollenverteilung, ein dankbares visuelles Sujet. Ein Protagonist, der im Sterben liegt. Retter, Neid, Missgunst auf den Nebenschauplätzen. In diesem Drama geht es um viel. Nur um eines gehe es nicht. Ich denke, es geht hier weniger um eine Vermenschlichung und eher darum, dass Wale im Verhältnis zu anderen Tieren eher als intelligent wahrgenommen werden und auch als, man sagt, warm, also soll heißen liebevoll, sanft, freundlich. Da sind unterschiedliche Tiere unterschiedlich eingeordnet. Das hat vor allem mit der menschlichen Wahrnehmung zu tun und sehr wenig mit den Eigenschaften dieser Tiere an sich. Also zum Beispiel sind auch Katzen und Hunde typischerweise eben als intelligent und warm wahrgenommen. Und im Gegensatz dazu Schlangen, Vögel und Fische sehen wir eher als unintelligent oder kalt, abweisend, unfreundlich. Und was spannend ist, ähnliche Einteilungen machen wir auch bei menschlichen Gruppen. Also wer starke Vorurteile gegen Minderheiten hat, sieht sie ebenfalls eher als kalt, abweisend, unintelligent. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass Diskriminierung gegen gewisse Tiere und Diskriminierung gegenüber gewissen Menschen zusammenhängt. Sie haben vorhin die Vögel erwähnt, die man dann vielleicht eher als kalt wahrnimmt. Und da fällt mir eben auf, ich habe auch so erzürnte Berichte darüber gelesen, dass jetzt Möwen den Wal quasi bei lebendigem Leibe fressen. Und diesen Möwen wird so quasi Boshaftigkeit unterstellt. Andererseits kann man einfach auch sagen, die tun, was Möwen tun, also die fressen. Und da würde ich eben auch vielleicht trotzdem Ihnen entgegenhalten und sagen, wird da doch nicht der Wal auch ein bisschen vermenschlicht? Ich würde sagen, die Möwen sind hier der spannende Fall der Vermenschlichung. Denn sehr oft haben wir die Tendenz, den Tieren Eigenschaften zuzuschreiben, die sie mit uns teilen, wenn das nicht zu ihrem Vorteil ist. Im Fall der Möwen eine böse Absicht, sich irgendwie gütlich tun wollen an diesem armen, leidenden Wal. Das ist aber ein typisches menschliches Verhalten, nicht ein typisches möwisches Verhalten. Das heißt, gerade da, wo es nicht zum Vorteil der Tiere ist, haben wir oft die Tendenz, sie zu vermenschlichen. Jetzt mit der Gefahr hin, so in den Whataboutism zu verfallen, aber es gibt ja viele Tiere, denen es schlecht geht, zum Beispiel Nutztiere, die nicht artgerecht gehalten werden. Warum berühren denn die einen Tierschicksale und die anderen nicht?
Das hat sicher zum einen mit der Sichtbarkeit zu tun. Wenn der Wal am Strand liegt, liegt er am Strand. Aber wenn tausende Hühner in einer Halle versteckt sind, sieht sie niemand. Und gleichzeitig kann es genau auch sein, dass die Alltäglichkeit des Tierleidens eben hier zu ihrem Nachteil ist. Das sieht man immer wieder, wenn Tierschutzorganisationen sich beschweren, dass nicht genug über ihre Anliegen berichtet wird. Das hat auch oft damit zu tun, dass es eben keine Geschichten sind, sondern quasi eine Dauerkatastrophe, die hinter verschlossenen Türen jeden Tag geschieht. Das Waldrama von der Ostsee erzählt also auch eine Geschichte über uns Menschen. Bei welchen Geschichten wir hinhören und bei welchem nicht. Mit wem wir fühlen und mit wem nicht. In der breiten Masse, denke ich, macht es schon einen Unterschied, dass es hier um ein charismatisches Wildtier geht, das eben intelligent, sanft und liebevoll wahrgenommen wird und das auch kulturell ein starkes Symbol für unsere Umwelt im Allgemeinen ist. Und vielleicht noch fast wichtiger, es gibt bei uns heute keine Kultur der Walnutzung mehr. Und deswegen haben wir auch keinen Grund, die Leidensfähigkeit von Walen herunterzuspielen oder uns ihr Leiden irgendwie als nötig schön zu reden. Wir schauen hier quasi ohne direkten Interessenskonflikt auf dieses Leiden und können auch gut anerkennen, dass es ein Leiden ist. Und hier haben die Hühner quasi mehr Pech, als dieser Wal so viel Pech er auch hat. Denn von seinem Leiden profitiert niemand und niemand muss es sich schönreden. Und wenn er nicht gestorben ist, schwimmt er Richtung Ozean. Es sieht aber so aus, als ob diese Geschichte für Timmy nicht gut ausgeht. Wie es auch immer endet, wer will, bekommt es mit. In einem Live-Ticker oder einem Livestream, vielleicht als Breaking News in einer Push-Meldung. Und zwischen den Zeilen werden diese Nachrichten auch etwas über uns Menschen sagen. Das war's für heute mit News Plus. Produziert hat Sandro Della Torre, mitgearbeitet hat Julius Schmid. Ich bin Rina Telli. News Plus gibt euch den Deep Dive in die Nachrichten, die gerade zu reden geben. Könnt ihr abonnieren in eurer Podcast-App. Und dann sind wir jeden Tag pünktlich zum Feierabend auf eurem Handy. Salut zusammen und bis dann. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.